It's impressive that you managed to survive this long. Hola. So. Oh je. Das ist ja schrecklich. Bitteschön. Ihr habt einen kaputten Harvester. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit zum Verlieren. Hier. Da hat aber die Nuggets. Lecker. Also wenn ich den ganzen Tag so viel Nuggets essen tät wie sie, ich hätte mich schon wieder aufgeregt. Dann können wir beides mitnehmen. Danke für die Rakete. Den ganzen Schatz bei Nacht, bei Tag wieder mal sehen, war auch geil, gell? Naja. Ich glaube, da hinten bewegt sich was. Da erwischt man das mit dem Fernrohr, mit dem Fernglas. Also, das hat nur so ausgeschaut. Also ein paar eigenartige Effekte hat das Spiel schon. X. Na gut. Marschieren wir weiter. Also ich glaube, der Post liefert nicht mehr aus. Nö. Da ist auch nichts drin.
Bingo, ja. Dort vorne ist ein Stützpunkt oder ein Unterschlupf. Den wir jetzt ganz frech beanspruchen werden. Da hinten ist er, der Tank. Das große Problem ist, wenn ich da jetzt da angreife, ist der in Windeseile da. Es hat Hungern ausposten. Und seine Kollegen haben jetzt nicht gehört. Schlimm. Ich nehme mir alles mit, ist wurscht. Das war jetzt schon die Militär. Ja. Das ist jetzt schon die Top. Das ist jetzt schon die Phoenix-Klasse. Genau, ist schon rot verkabelt. So. Jetzt sage ich euch, wenn du das Spiel noch nicht kennst, sage was für ein Platz war. Hier sind gleich zwei Kollegen. Kurz einen Blick bitte. Da muss noch einer sein. Wo ist der Jäger?
Offen und ehrlich gesagt, diese Tank, die faszinieren mich. Was ist das für ein Schatz? Aha. Okay, jetzt können wir wieder mal. Da brauchen wir nichts. Brauchen wir nichts dabei. Ja, gut. Jetzt hast du einfach überlegen, wie wir jetzt dagegen die Übermacht da draußen vorgängen. Ich habe keine Ahnung. Da, ist immer da einer. 6000 Schuss. Ja, ich hätte gesagt, das lassen wir alles. Da hat die 4 können wir noch umtun. Wir haben die 4 um mich. Wir haben ja keine Waffen dafür. Also was soll's? Hätten wir weg. Passt. Gut, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir mit den Herrschaften da draußen machen. Ja, die Waffen brauchen wir jetzt aber nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, das hat es eh schon öfters gesagt, dann schau ich mich noch ein bisschen um und überlege. Weil die Burschen sind als Gegner. Wow. Wo ist jetzt eigentlich diese Burg? Die Fluchtburg. Weißt du was? Wir schleichen uns jetzt einmal in diese Richtung. Vielleicht finden wir irgendwas, was sich da ergibt. Obwohl, interessant wäre es schon, sie mit den Hunden anlegen. Das Problem ist, dass der meistens nie allein ist. Oh oh.
Und als Gegner ist der enorm. Warte mal. Wahnsinn, oder? Der Wahnsinnsgerät. Weißt du was, wir versuchen uns jetzt einmal nur zur Schlupfburg, zur Burg durchzukämpfen, den Kilometer. Was da ist ein Unterschlupf? Warte mal. Achso, jetzt sag uns wieder ein Unterschlupf noch. Wir werden jetzt mal eine direkte Konfrontation meiden. Wir werden uns jetzt mal irgendwie schauen, dass wir uns zur Burg durchkämpfen, dass wir mal das Resistance Update so weit einmal vorn haben. Und dann werden wir uns einmal durch die ganzen Dings quälen. Nebenmissionen etc. Genau. Da wird das jetzt mal ein gemütlicher Spaziergang. Sofern gemütlich möglich ist. Weil jetzt werden nämlich Kämpfe gegen die Maschinen, gegen die großen, kehren jetzt da dazu. Nur Rivalen sind halt schon lange keiner mehr aufploppt. Naja, wurscht. Ja, das ist halt meine Spielweise. Ich zahle alles in die Länge und nichts geht weiter. Aber ich hoffe, mein größter Wunsch ist, dass wir herausfinden, jetzt allein nur anhand der Geschichte, die wir ja nur vor Dings erzählt kriegen, über Aufnahmen zum Lesen etc., was genau passiert ist, beziehungsweise was der Auslöser für die ganzen Ereignisse war. Es muss ja einen signifikanten Punkt geben haben, wo das Ganze losgebrochen ist. Jetzt hast du einen Tank gesehen, vielleicht sagen wir einen Harvester auch noch, wenn du das Spiel nicht kennst. Bitte immer unter dem Motto, wenn du das Spiel nicht kennst. Wie weit ist es noch? Das ist noch ganz ein schönes Eck. Wurscht, das machen wir heute noch. Wir werden sicher in einen Kampf verwickelt. Nur, ich würde es nicht schneller gehen. Oder ich will mir ein bisschen unauffälliger verhalten. Weil ich bin nämlich dahinter gekommen, jetzt im Laufe der Zeit, dass die Maschinen nicht dumm sind. Was? Was? Verschluckt? Ja, hä? Je mehr Unterschlüpfe das wir haben, desto besser.
So, Mädchen, jetzt duck dir mal ein bisschen. Was ist denn da unten noch gegangen? Arneröd. Oh! Cool! Boah, ist das geil! Noch nicht schlecht erst. Cool. So, weiter zur Burg. Warte mal. Was eine komische Werkbank hat das da nicht, gell? Also seit wir können die Ressourcen lagern. Also wurscht. Ah ja, und das Gebiet müssen wir dann sowieso auch, weil das ist nämlich ein Teil der Hauptgeschichte. Dam, dam, dadam, dam, dam, dadam, dam, dam. Naja, was machen wir jetzt da? Weißt du was? Ich hol die dann dazu, wenn was passiert. Gell? Passt. Bis wann was passiert. Baba dabei. Ganz kurz nur. Schaut euch das einmal an. Was sich da anspielt. Wahnsinn. Da hinten auch. Da habt's einen Harvester. Also wie gesagt, wenn du das Spiel nicht kennst. Aber dazu später mehr. Ich möchte schauen, dass jetzt ohne irgend große Aufmerksamkeit Richtung Burg komme. Ich melde mich wieder, wann was ist. Oder wann irgendwas passiert. Bis nachher. So, grüß dich. Da drüben ist die Burg. Was soll man jetzt uns eigentlich auf den Weg hin machen? Unser größeres Problem, was wir haben. Ein ziemlich großes, offenes Gelände. Und in der Nähe erblicke ich einen Harvester. Das ist der da. Unterschätzt den nicht. Der ist auch relativ zäh. Hält einiges aus, der Bur. Okay. Wir werden wohl an einem Kampf nicht vorbeikommen.
Weil der Gute kreuzt nämlich unseren Weg. Ziemlich viel Aktivität da in der Nacht, ne? Jetzt schau nur gerade, wo der hingeht. Ey, ich kann mir bei sowas Zeit lassen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, der patrouilliert in die Richtung weiter. Ja. Das ist aber schon die etwas bessere Klasse. Also nehmen wir die Orangen, das ist schon der dunkelgrüne. Der militärische. Da. Das ist schon der etwas stärkere. Ich mag es jetzt ein bisschen bescheuert anhören. Aber so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel ist halt schon was Geiles auch mit den Maschinen. So, wir schleichen uns da. Wir kriechen jetzt einfach mal ein bisschen. Und sobald wir da hinten bei dem Baum sind, sobald wir da hinten bei einem von den Bäumen sind, werden wir wieder schleichen. Ich mein, wir schleichen eigentlich eh schon. Und ich hab seitdem wir beim Bunker unten weggegangen sind, bis jetzt keinen einzigen Schuss sagen. Also von den weg. Da, bis daher. Haben wir noch keinen einzigen Schuss angegeben. Oder? Ich glaube 200, aber sonst haben wir glaube ich keinen. Nein! Ich konnte mich jetzt nicht erinnern. Das ist wurscht. Scheiß drauf. Super. Österwig und Klinte. Fiskebeck und Celebi, okay. Jag minns när jag och min bästa vän Bodil spenderade timmar med att förbereda inför världens undergång. Vi visste att regeringen hade något i görningen. Vi hörde viskningar om ett hemligt vapenprogram.
Sammle Materialien, um eine explosionsfeste Jacke zu fertigen. Was? Achso. Ja, das können wir später lesen. Så då. När jag föreställde mig apokalypsen så var det alltid jag mot regeringen, inte jag och ett gäng tonåringar mot vandrande pansarvagnar från yttre rymden. Ist das die Verschwörungstheorie, vor der am Anfang geredet worden ist? Okay. Ich meine, was da ist da im Prinzip auch nur Wellen arbeiten, abarbeiten ist, das muss da aber auch klar sein, gell? Unterschlupf freigeschaltet. Wie gesagt, je mehr Unterschlüpfe das wir haben, desto besser ist für uns. Sprich mit der Überlebenden, die sich hier versteckt. Hundemarke. Wir brauchen nur das. Nej men, en person? Jag har inte pratat med någon på ett tag. Vad gör jag nu? Borde jag skaka din hand eller? Okej, jag märker att du är en sån där tystlåten typ. Jag heter Veronica Nilsson. Jag är, eller var, en ingenjör. Numera en mullvadsmänniska som bor i de här tunnlarna. Aha. Die Fluchtburg. Sammle Materialien, um die Fluchtburg zu befestigen. Var det en överlevande i tunnlarna under fortet? Stackars flicka, helt ensam där ute. Hur som helst. Hon kommer snart att märka att hon kan räkna med farbror Kalle. Ännu en anledning att göra stället lättare att försvara. Jetzt war's das. Ja. Ressourcen. Wo tut das her? Pläne anzeigen. Kugelfeste Jacke. Naja, jetzt haben wir es benannt. I. Fertigkeitenpunkt haben wir erwischt, haben wir angekriegt, das ist ganz toll. Komponentenschaden. Ja, das ist nur die große Frage, was machen wir? Warte mal kurz. Überleben. Ausdauerregeneration, Gesundheitsmenge.
Sichtbarkeit. Obwohl, das war auch geil. Überleben. Unser Mädchen kann das eh brauchen. So, warte, wir sind jetzt da heroben und müssen da überall Materialien suchen. Da haben wir eine Mission. Vertraue niemals jemandem. Das ist eine Mission. Dann ist das da unten. Ich glaube, dieser Bunker der Sorgen da. Genau. Log. Die Fluchtburg. Im Keller eines Hauses in Meska hast du einen Überlebenden gefunden. Leider scheint er der Einzige zu sein und die Behörden von Meska, Blut und Asche. Das Ausmaß der Zerstörung und die Größe der Krater deuten darauf hin, dass FNIX eine neue Waffe von außerordentlicher Durchschlagskraft gebaut hat. Lohnt es sich überhaupt, eine neue Unterkunft an derselben Stelle zu bauen, wenn sie innerhalb weniger Minuten mühelos ausgelöscht werden kann? Es ist Zeit, anderswo neu anzufangen und dort für dich und den anderen Überlebenden ein neues Lager zu bauen. Nicht allein. Ah, das ist auch DLC, okay. Bunker Sorgen, Bunker Bunku. Bunku. Vertraue niemals jemanden. Begib dich zum Haus der alten Bodil in Ölrep. Onkel Kalle hat dir erzählt, dass eine Freundin und Gesinnungsgenossin von ihm ein Haus in Ölrep hatte, nur einen Steinwurf östlich von der Fluchtburg. Er nannte sie eine alte Bodil. Die beiden verbrachten eine Menge Zeit zusammen, redeten über außerirdische Militärverschwörungen oder Vertuschungsaktionen der Regierung und interpretierten Nachrichten so, dass sie zu ihrem Weltbild passten. Oh Gott, das passt ja richtig in unsere Zeit. Kalle hatte auch erwähnt, dass Bodil Krisenvorsorge betrieb und gut im Nähen war. Besonders wenn es darum ging, Kleidung widerstandsfähiger zu machen. Nur falls mal alles vor die Hunde geht, wie sie zu sagen pflegte. Vielleicht findest du dort Pläne und Materialien, um etwas für dich selbst, aber auch für die Bewohner der Fluchtburg anzufertigen. Ihr wisst aber schon, gell? Dass das eine Reise ins Verdammte sein kann. Dann, was haben wir denn da? Ich weiß nicht, wo das reinkommt. Vier Hunter, A-Tank. 2 Tanks, 5 Hunter. Scheiße, wie soll man das? Schaut euch das bitte an. Was, es dauert echt lang, bis ich beeindruckt bin. Naja, beeindruckt ist der falsche Ausdruck. Na, wenn das nur ein Videospiel ist, aber trotzdem. Trottel, Alter, drei Tanks und 5 Hunter. Bist du deppert? Ehrlich gesagt, ich bin beeindruckt, ja.
Das Problem ist, dass wir da rein müssen. In diesen Hexenkessel. Nur ich weiß nicht wie. Durchschleichen, ja. Aber das musst du in der Nacht machen. Phänomenal. Ich bin beeindruckt, wirklich. 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten ist noch einer, schau. Alter, wir stecken wir stecken wirklich in Schwierigkeiten. Wir werden es aber anders machen. Wir machen einen taktischen Rückzug. Und dort hinten ist der Harvester. Also schon besserer. Ich glaube, dass da 3 Stufen gibt. Der Orange, der Grüne, so wie der. Genau, so wie der. Kann ich da jetzt sagen? Na. X. Genau, so wie der. Klasse B, das siehst du oben. Und dann gibt es die schwarz-roten, also mit schwarz lackiert mit der roten Verkabelung etc. Das ist dann die FNX-Klasse. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin begeistert. Egal. Wir werden das Ganze jetzt einmal da beenden. Wir werden jetzt einmal dieses Gebiet komplett meiden. Das mit der Burg können wir in der nächsten Staffel auch irgendwann einmal machen. Uns läuft nichts davon. Wir sind zeitlich gesehen an nichts gebunden. Genau. Aber aus. So, jetzt steckt das einmal weg, Mädchen. Na, steckt es nicht weg. Wo sind da Waffen sein? Veronika. Na, geht's eh? Sehr gut. Okay. Machen wir zu. Okay, jetzt schauen wir uns das alles nochmal durch.
Ich zeig dir schnell, was ich das nächste Mal vorhab. Das werden wir alles benötigen. Können wir noch irgendwas herstellen? Nö. Sie hat jetzt schwarz-gelb. Feuer. Ich hab mir gedacht, da ist einer dabei mit Geschoss. Weil die Skihose bringt uns nichts. Wurscht. Daher, wir machen jetzt noch mal eine kleine Reise. Wir werden jetzt da die Burg verlassen. Machen da eine Schnellreise her. Da sind wir ein bisschen in Sicherheit, wenn wir uns da hinten im Eck verkriechen, haben wir da eine gewisse Sicherheit. Das ist wichtig für mich. Da einer, können wir auch machen. Ja, wir haben da eigentlich alles, was wir brauchen. Wir werden in der nächsten Ausgabe diese eine Nebenmission machen. Die, Log, genau. Das werden wir machen. Das werden wir machen. Das mit den Verschwörungen. Das ist nicht einmal so weit weg von uns. Da hinter dem Hügel. Dann kennt man nämlich, wenn sie ist, gleich da unten, da ist auch noch mitmachen beim nächsten Mal. Wie weit ist denn die Verschwörungsdings jetzt weg? 400 Meter. Nicht allein. So. Warte mal kurz. Ich muss mir das jetzt mal ein bisschen durchschauen. Nur wieder ungestört sein. Also ergo keine Maschinen, nix. So. Glaub. Da sind wir sicher. Passt. Ich werde mir das Ganze jetzt anschauen und dann beim nächsten Mal werde ich dir aufklären, wie wir vorgehen. Ich wünsche dir dabei was, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt und Entschuldigung, dass sie meistens alles ein bisschen zart hat und ein bisschen langsam dahingegangen ist, aber es ist halt nur noch mal meine Spielweise. Bis zum nächsten Mal, Baba.